Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play und zwar Let's Play Slender The Arrival auf Pelzig. Ja, ich habe das im PlayStation Store gesehen und ich habe vorher das Let's Play Slender gesehen bei Gronkh. Und darum ging es ja eigentlich nur, dass man 8 Seiten im Wald sammelt und vom sogenannten Slenderman abhauen muss. Das ist so eine wunderschöne Kreatur aus der urbanen Legende. Jetzt gehen wir hier mal rein. Der wurde, glaube ich, 2008 wurde der von den Entwickler erschaffen und kam seitdem danach kam dann immer mal wieder vor. Aber dann vor allem hauptsächlich 2012 dürfte das gewesen sein bei dem Videospiel Slender. Ich mache jetzt auch hier nur halbe Ton. Das dürfte immer noch ausreichend sein, weil ich höre das wie Ochs hier auf meinem Ohr. Und ja, das dürfte vollkommen in Ordnung sein, was die Lautstärke angeht. Wir gucken gerade nochmal hier. Ja, und ich habe mich entschieden, dass ich dieses Indie-Projekt Slender mit dem Prequel, was da mit Blue Isle Studios entwickelt wurde. Jetzt gucken wir gerade mal, ob das wirklich funktioniert. Jawohl. Und die Helligkeit habe ich auch ein bisschen hochgedreht, damit wir nicht wieder völlig im Düstere spielen müssen. Ja, da habe ich mich entschieden, dieses Indie-Projekt hier weiter zu unterstützen, weil es ist einfach nur großartig gemacht. Es ist extrem stimmig, hat ein bisschen was von Blair Witch, hat ein bisschen was von diverse Horrorspiele und es ist einfach nur gruselig gemacht. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt unsere Helligkeit haben, nachdem wir jetzt unser Audio haben, gehen wir doch direkt rein. Dieses Spiel ist derzeit auf einfach gestellt. Dieses Setting kann geändert werden zu jeder Zeit vom Hauptmenü. Okay, ja, das nennen wir doch A. Ich finde auch die Schrift so großartig. While Oakside experiences little David, oh, what? Nativity during the winter, the summer months bring a flurry of visitors seeking this beautiful bla bla. Nicht weiter mitkriegt. So often we are guided by our... Mann, das geht etwas zu schnell. Bonding puts us down the path not bargained. Das ist die Frage, wie weit mich das bringen wird. Ja, wir sind jetzt hier gelandet. Und es ist... Halte L2 zum Rennen. Land zu verkaufen. Bitte kontaktiere Kate unter 555 72 73. Alles klar. Ja, da ist unser Wache jetzt stehen geblieben. Und es scheint kein Schädedraht zu sein, aber wir stehen hier bergunter. Und ja, da müssen wir jetzt zu Fuß weiter. Können wir hier mit X drüber oder so? Oder kann die Person, die wir hier spielen, nicht springen? Aber mit L2 können wir rennen. So viel ist schon mal klar. Und wie schön das gemacht ist hier. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist richtig cool gemacht. Das Auto gefällt mir jetzt zwar nicht so gut. Blue Isle Studios präsentiert voller Stolz. Ja, was präsentieren wir dann voller Stolz? In Zusammenarbeit mit Parsec Produktion. Das dürften diejenigen gewesen sein, die das Indie-Projekt Slender ursprünglich gemacht haben. Und Blue Isle Productions haben sie dann dabei unterstützt bei diesem etwas größeren. Alex Tintor, Brandon Frank. Ja, ich finde die Schrift auch großartig. Die habe ich dann auch als Font gewählt für meine Thumbnails. Mit Garrett Marks, Mark Hadley und Ashley Mary. Ja, immer Mauern. Hier hat gerade wieder jemand geklingelt, aber glücklicherweise ist noch jemand da, der aufmachen kann. Kenneth Ma, Thomas Nguyen und Michael Coos. Ich glaube, wir müssen dem Weg weiter folgen. Weil über die Mauern können wir wohl nicht klettern. Und
Das ist generell sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Und ich mag ja auch solche Indie-Projekte. Aber da ich ja halt nur auf der PlayStation 4 spiele, ihr liebe Leute, muss ich dann immer mal warten, bis im PlayStation Store sowas vorhanden ist. Ansonsten, wenn ich am PC spiele würde ich natürlich auch sehr viel mehr Indie-Spiele zocken, das ist vollkommen klar. Weil ich finde es auch großartig, wenn solche Unternehmer was allein machen oder wenn die was mit im Team mit ganz wenig Leid machen. Und wenn die Leute allein nur ein Spiel entwickeln, ich finde, sowas verdient immer Unterstützung. Okay, in den liege gebliebene Wache können wir nicht reingehen. Und gerade solche Indie-Horrorspiele sind echt großartig. Und ich mag sowas ja auch total gern. Es ist halt einfach mal ein bisschen was anderes, ein bisschen was kleineres und nicht so Mainstream-Gedöns. Da sehen wir ein Haus und die Sonne geht rapide unter der Zeit. Und hier ist unser Shutter, inklusive Kamera. Ja, deswegen normalerweise würde ich auch sehr viel mehr Indie-Spiele zocken, wenn es das dann gäbe. Und gerade diese Figur vom Slenderman ist ja schon großartig. Ich meine, die ist nicht wirklich großartig dire oder so. Das ist kein Monster, wofür man 200 Animatoren oder Grafiker bräuchte. Es ist einfach nur eine große Figur, wie der Name schon sagt, schlank und im A-Zug und mit käsig weißem Gesicht bis wenig Gesichtsstrukturen. Und dafür braucht man auch nicht viel, die das Ganze animieren. Und trotz allem erzielt sein Horror, wie es hier auch sehen werden. Es ist zu verkaufen. Wir sollen die Kate kontaktieren, wenn wir das kaufen möchten. Okay, dann gehen wir doch mal hier rein. Und der Horror ist nach wie vor auch hier sehr groß. Und wenn man dem Slenderman so nahe kommt, dann wackelt auch, ja, um mit solcher Highlight-Objekte, die leuchten, zu interagieren, muss ich X drücken. Ja, und solche Produktionen hier finde ich auf jeden Fall sehr großartig. Und dieser Slenderman erzielt definitiv seine Wirkung. Und wenn der sich der Kamera nähert, habe ich schon angefangen, dann fängt die Kamera an zu krisseln und ja, er darf uns nicht so nahe kommen, sonst sterben wir. Gehen wir mal rein in die Schäbude. Und das Haus machen wir der zu. Man weiß ja als nie. Und I. Oh oh. Wir sehen Wälder. Und wir sehen hier schon das Slenderman mit übermäßig großer Bä und Ärmel dargestellt. Und in seinem A-Zug, wo die Krawatte angedeutet ist. Okay. Dann gucken wir uns da mal hier um im Duschdacher. Taschenlampe haben wir nicht. Aber da ist was. Zack, da haben wir es. Mit L2 können wir den Lichtkegel konzentrieren. Das können wir auch mit L1. Aha, mit L2 geht es zurück. Mit R2 können wir es fokussieren. Mit Kreis gehen wir in die Hocke. Und mit Viereck machen wir die Taschenlampe. Mit Dreieck machen wir die Taschenlampe an. Und mit Viereck geht er auch etwas zurück. Okay. Also Dreieck ist wichtig. Dann zum Konzentrieren können wir hier noch machen. Und ansonsten schauen wir mal, was das Spiel so bringt. Ich hätte der ganz gern ganz geöffnet gehabt. Jetzt will ich mich mal hier umgucken in aller Ruhe. Ich werde das wahrscheinlich auch wieder so zu 20 Minuten pro Teil in etwa machen. Das hat sich ganz gut bewährt mittlerweile. Und ich denke, das werde ich beibehalten. Okay, hier finden wir mal nichts. Was ist dann hier? Da liegt was. Können wir das aufnehmen? Na? Ah ja, tatsächlich. Wir ehren das Leben von Beth Hayers oder Layers. Ne, Hayers ist das wohl. Am 18. Oktober 2009 im Grace Hill Friedhof 615 Everson Street und Pastor John Taylor hält die Grabrede. Das Item wurde dem Scrapbook zugeordnet. Können wir das zugreifen, oder? Nee. Unser derzeitiges Ziel ist, wir sollen noch Hinweise suchen für Kates Verschwinden.
Okay, also gekocht hat sie die gut Frau. Aber es blieb nur noch eine braune Backmasse übrig im Topf. Wahrscheinlich ging es ihr so wie mir jetzt. Und sie hätte sich am liebsten eingestuhlt. Ja, es ist schon richtig gut gemacht, muss ich gestehen. Also die Atmosphäre hat echt was jetzt schon. Es ist auch sehr, sehr schnell dunkel geworden, muss ich gestehen. Das gefällt mir ja normalerweise nicht so, wenn die Sonne so rasend schnell untergeht. Und ich hoffe, die Sonne geht auch rasend schnell wieder auf und nicht nur so schnell unter. Und dass wir hier in dem Spiel nicht nur die düstere Nacht haben, sondern dass wir in dem Spiel eventuell auch noch was vom Tag haben. Das wäre natürlich großartig. Weil allein nur in der Nacht zu spielen, ist schon etwas fies. In der Garage haben wir nichts. Im Auto selber, das Auto sieht auch nicht gebraucht aus. Ich lasse jetzt mal die Garage sein. Hier wieder rein. Ja, es ist schon heftig. Was haben wir hier? Ach, diese Tür scheint verschlossen zu... Oh, 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 oh. Slenderman ist in der Nähe. Ihr habt es vielleicht gesehen, dass hier die Kamera gewackelt hat. Das ist normalerweise ein Artzeichen, dass der schlanke Mann in der Nähe ist. Okay. Und natürlich muss das mal wieder irgendwo im Duschtere sein. Können wir das Teil da auch aufnehmen? Okay, die Telefonleitung scheint tot zu sein. Dankeschön. Thank you. I can't thank you enough for coming out all this way to help me out. It's been a pretty rough road trying to sell this old place. I wish I had turned to you sooner. You have no idea how happy I'll be once this is all behind me. Love you always, Kate. Ich kann dir nicht genug danken, dass du all diesen Weg hier gekommen bist, um mir auszuhelfen. Es war ein ziemlich holpriger Weg, diesen alten diesen alten Ort hier zu verkaufen. Und ich wünschte, ich wäre schon früher umgezogen. Du hast keine Ahnung, wie fröhlich ich bin oder wie glücklich ich bin, wenn das alles erstmal hinter mir liegt. Ich liebe dich immer, Kate. Okay, das Telefon können wir nicht verwenden. Und irgendwo schleicht das Slenderman rum. Was ich persönlich jetzt nicht so dolle finde. Ich habe nämlich keine Lust, dass der Knabe plötzlich vor uns steht und wie ich das Sache treibt. Okay, dann sollte man vielleicht noch hochgehen. Okay, das ist ein früher Van Gogh anscheinend. Eieiei. Das ist jetzt schon echt heftig von der Stimmung, muss ich gestehen, ihr liebe Leute. Obwohl da gar nichts passiert ist derzeit. Versteht's das Indie-Spiel alle schon mit seiner Schlichtheit und seiner Atmosphäre mit diesem Bum, 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 Bum im Hintergrund. Versteht das Spiel jetzt schon meiner Meinung nach tierische Atmosphäre zu erzeugen, zumal ihr auch seht, in dem Lichtkegel sehe ich alles, aber außerhalb von dem Lichtkegel ist es fast absolut schwarz und ich sehe gar nichts. Bin ich auch sehr froh, dass ich die Helligkeit von dem Spiel hochgedreht habe. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich das wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Okay, alles friedlich hier. Widerwärtiges Klo oder sonst was. Okay. Derzeit sieht noch alles friedlich aus. Aus dem Fenster traue ich mich, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich rauszugucken. Und derzeit sieht noch alles nett aus, obwohl das Slenderman tatsächlich hier irgendwo in der Umgebung ist. Aber er ist hoffentlich weg. Was haben wir hier? Schlüssel. Schlüssel aufgehoben. Okay. Wenn jetzt noch irgendwas Hässliches passiert, ihr liebe Leute. Ist doch immer so, man nimmt irgendein Schlüsselobjekt auf. Oh, die Dusch finde ich schön. Das gefällt mir sehr gut, sowas. Ja, aber es ist doch immer so, man nimmt ein Schlüsselobjekt auf und da passiert irgendwas grottenhässliches. Aber unsere Batterie scheint mal ausnahmsweise lang zu halten. Obwohl hier die Spiegelung, die Grafikfehler nicht so, obwohl der Grafikfehler hier herrscht in der Dusche, finde ich trotz allem die Dusche sehr, sehr geil. Ich mag solche Dusche sehr gern. Okay. Man kriegt so ein bisschen Schiss hier, muss ich sagen. Man fängt da an. Und die Dere quietschen wie Sau.
Und man sieht nur, was unmittelbar in dem Lichtstrahl drin ist. Und ja, es ist echt schon heftig. Hier haben wir noch ein paar Roboter. Ja, dieses Hintergrundgeräusch, wenn ich mal still bin. Vielleicht hören das ja, wenn der Sound nicht zu leise ist. Ja, dieses Hintergrundgeräusch, das macht sich auch schon echt heftig, muss ich gestehen. Also es trägt zu der düsteren Grundstimmung sehr bei. Die Tür geöffnet. Oh. Can you see it? Kannst du es sehen? Da ist wieder der Slenderman abgebildet. Da scheint es Probleme geben zu haben, was die geistige Gesundheit von der guten Kate angeht. Irgendwas habe ich aufgenommen. Ah, ich habe gerade Gänsehaut. Okay, die Tür ist aufgegangen, habe ich jetzt bemerkt. Kann ich hier die Schränke öffnen und die Musik intensiviert sich gerade. Ach. Halte es auf. Sicher. Sicher. Kannst du es sehen? Halte es auf. Stop it now. What is it? Was ist das? Escape. Entkomme. Ein Leuchtturm in den Bergen anscheinend. Okay, das könnten unsere Hinweise schon sehr früh am Anfang sein. On. Da scheint ein Rundfunkturm oder ähnliches zu sein. Und was sagt uns? Ja, untersuche den Schrei hinter dem Hintertor. Natürlich. Natürlich. Mich würde jetzt interessieren, ob unseren Schlüssel, den wir aufgenommen haben, auch hilft, dass ich da hin aufschließen kann. Weil ich mag jetzt nicht dort zur Vordertür raus, um ehrlich zu sein. Ich würde lieber wieder dort entlang und die Hintertür raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier der Schlüssel hilft. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Okay, da habe ich hierfür noch nicht den Schlüssel entdeckt. Okay, dann muss ich eine neue finden. 2. Okay. Kale Miles at bsurf.adv.co. Unknown sender. Subject, Re, good to hear from, wahrscheinlich from you. Schön von dir zu hören. Thanks for calling last night. It probably sounds dumb, but it was good to hear your voice again. Good to hear that Laureen's been doing really well too. But yeah, about what all we said, I'm not sure what to think of it yet. What are the odds of two people having the exact same hallucination? Could it really just be coincidence? I have to get my doctor today for some routine stuff, so I'm going to try and casually bring this up and see what he says about it. I'll let you know how it goes. CR. Also danke, dass du letzte Nacht angerufen hast. Es klingt eventuell dämlich, aber es war schön, deine Stimme wieder zu hören. Es war auch schön zu hören, dass es Laureen wieder besser geht. Aber ja, was wir nicht alles sagen, ich bin nicht sicher, was ich darüber denken soll. What are the odds? Ist es nicht merkwürdig, dass zwei Leute exakt dieselbe Halluzination haben? Könnte das nur eine Art Zufall sein? Ich sollte meinen Doktor, oder nee, ich muss heute zu meinem Doktor für einen Routinebesuch gehen und werde schauen, was er dazu zu sagen hat. Ich werde schon sehen, wie es weitergeht. CR. Okay. Also manchmal fallen mir auch die Worte nicht sofort ein. Ja, ich kann Englisch sprechen, ja. Ich benutze auch Fachchinesisch Englisch für mein Fach. Aber manchmal wollen mir auch die Worte, die Vokabeln einfach nicht so einfallen, bin ich ganz ehrlich. Deswegen nicht wundere, wenn es mit der Übersetzung bei mir etwas holprig ist und nicht so flüssig. Okay. Jetzt sind wir draußen aus der Garage. Oh, die Garage. Wir haben einen Gast aus Frankreich. Wie nennst du das denn? Ein Autoschuppen. Ach ja, die Simpsons.
Das ist aber auch schön hier mit dem Klettergerüst und Pipapo. Also, weißt du was, das mag ich jetzt auch ohne so. Ja, die Person, die wir hier spielen, die rennt auch etwas komisch. Aber das mag ich mal trotz allem noch anschauen. Ja, der Soundtrack ist bisher sehr gering, muss ich sagen. Aber er hat jetzt schon, wie ich finde, it was fun. It should probably find Kate. Trophäe erhalten, fearless fun. Furchtloser Spaß. Einfach nur, weil ich dort die Rutsche runtergerannt bin. Ich habe jetzt gedacht, okay, das könnte ich jetzt mal machen, ausnahmsweise statt die Treppe zu laufen. Und schon habe ich die Trophäe gekriegt. Ja, wie geil ist das dann? Okay. Furchtloser Spaß. Das war Spaß. Ich sollte aber nach Kates schauen. Okay, dann untersuchen wir doch mal den Schrei an der Hintertür, die jetzt urplötzlich offen steht, während der schlanke Mann dort draußen rumscharwenzelt. Okay. Na gut. Steht Sarah aber, ihr liebe Leid. An der Stelle mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Slender The Arrival auf Pilzig. Also machen's gut und bis morgen. Eiern, furchtloser Yankee.